Moin, liebe Leute. Mein Name ist Jerome Luling. An die letzten 2 Tage hatte ich einen kleinen Videoquiz mit euch gespielt. Die Frage war, wo sind ich? Das war Video 152 und Video 153. An der Lo weisen ich die Ablesung. Ein paar von euch haben auch an den Kommentaren auf Facebook und YouTube mitgemacht. Waren da auch ein paar ganz no dran kommen. Aber lo weisen ich euch genau, wo das ist. Und zwar für die Nummer 152. Wo sind ich? Ein Momentchen, stellen das richtig an. So, hi. Tata! Ja, da mache ich die Kamera nach aus, da sieht er noch besser. Und voilà, ich bin mit dem Velo hier aufgefahren. Da im Porto hatte ich die Kamera hängen. Hier war damals nach Kehlach, das ist Google Maps, ja. Und von 2009. Wir sind aber da Löcher an der Straße, müsste vielleicht ein gefleckt gehen. Aber wenn ihr dann hier guckt, so nur links, seht ihr hier die wunderschöne Landschaft aus dem Risikoland Lützeburg. Da an der Grenze ist natürlich kein Coronavirus mehr, oder auch viel Männer. Das ist hauptsächlich, wir sind ein Risikoland, gell? Das ist so ganz klar. Und da seht ihr hier, voilà, da geht die Berge rauf. Und das heißt dann Bischelbach. Und da ist die Kirche. Und hier, das ist den Reisdorfer Berg, wie wir ihn nennen. So einfach ist das. Okay. Du hast vielleicht jemanden, der fragt mich, ja, was heißt Bischelbach? Also Bach, das ist Stream. Islands in the Stream. Auf Französisch dann ein Ruisseau. Also fragt vielleicht den einen oder anderen mich, was heißt Bischel? Tja, da gehen wir mal an die Wikipedia gucken. Bischelbach, Lützeburger Wikipedia, das ist ein Skizze, als eine Ortschaft an der Gemeinde Reisdorf. Voilà, das ist Reisdorf. Guckenswert ist Alrema Villa, Kirch, Bischelbach, an der Liste von Lützeburger Gemeinde. Und hier fand ich noch nicht über das Wort Bischel. Bon. Vielleicht weiß ich von euch mehr dazu. Abonnermäßig 93 Abonner. Also, wenn ihr denken wollt an das Risikoland Lützeburg kommen, guckt euch ein Bischelbach an. Das ist flott für am Velo zu fahren, Trippeltour. Oder mit dem Hund spazieren zu gehen und so. Aber natürlich immer aufpassen auf den Virus. Das ist ja klar. Und dann gehe ich zurück. Wie geht das schon mal? Da muss ich, ja. Da seht ihr mich auch auf der wunderschönen Bank sitzen, da mit der mega Vue. Das ist mein Velo. Voilà. Was soll ich viel so? Die Leute, die mich gefragt haben, was ist dann da oben Kask? Das ist ein Glut. Ja. Mich muss die Batterie vielleicht mal ein Jahr setzen. Und dann am Video Nummer 153, da weisen ich euch, wo ich da war. Und zwar heißt der Platz Deilgen. Deilgen. Da mache ich auch hier die Kamera aus. Da seht ihr das. Wird auch nach Dillingen genannt. Okay. Aber wenn da die Straße herauffährt, voilà, da kommt da auf die Platz, wo ich das gefilmt habe. Und also Dillingen durchgestracht und da geht es dann
bei uns Noperen an Deutschland. Mir schon mich natürlich nicht getraut, dahin zu gehen über die Brücke, weil ihr wisst ja, wir letzte Woche wir haben bei uns das Problem am Risikoland und dafür sind ich dann just schon mich ein bisschen getraut, just ein bisschen über die Brücke. Und voilà, da sieht dann der Fluss. Ja, ganz schön. Du kannst auch Camping machen und da sind dann noch wunderschöne Velospisten und so weiter. Also könnt ihr erst gucken. Und am Wikipedia, was steht da über Deilgen? Deilgen ist eine Ortschaft an der Gemeinde Beaufort am Dal von der Sauer. Sauer, gell? Das ist ein Fluss an der Belsch, zu Lützeburg, an Deutschland. Das ist der längste Nierwefluss von der Mosel. Zwischen Wallendorfer Brück und Grundhaf. Und da ist Sauerbrück zu Deilgen. Und ich gehe mal davon aus, dass ich dann da stehe. Mich schon mich nicht getraut, eben da hinzugehen. Verkehr, Trafik, die Wirtschaft ist und Straßennetz angeschlossen, connecté, über den Zing an den CR 364, ein Strassenbrück verbindet die Deutsch L1 mit der Lützeburgischen Enzing. Bis 1964 gab es ein Gar zu Deilgen auf der Eisenbahnstrecke Ettelbrück-Wasserbillig. Und sie haben 154 Einwohner. Ein Kirche, ein Brück und so weiter. Lützeburger Kantone. Könnt ihr schon alles so gucken. Wunderschön. Voilà, les Leute. Da gehen wir zurück auf Bischelbach. Und ich hoffe, ihr wisst ein bisschen mehr über die Lützeburger Geografie. Den einen oder anderen hat sich schon beschwert, dass ich bald immer nicht mehr über Großstädte am Ausland schwätze. Wir haben auch ganz schön Städte hier an unserem Ländchen, an unserem Risikoländchen. Fehlt noch ein. Alle, hier will ich aber auch auf so. Aber bis die nächste Kehr, passt gut auf euch ab, wascht Hände, tut Masken und bleibt auf Distanz. Eddie. Voilà, musst du auch mal weg. Weg vom Fenster. Also, das ist Deutsch. Am letzten Beispiel sehen, musst du doch mal fort. Wäsch mal da. Es so nicht vielmals merci, dass Matt gespielt hat. Und ich hoffe, bis geschwind. Hier auf meinem YouTube-Kanal. Ah ja. Du hast etwas Kleines präpariert, das wollte ich nachweisen. Voilà. Exercice.delu, Grammaire.delu. Und das sind die 3 Bücher, mit denen ich arbeite. Verbentabellen auf Lützeburgisch mit einer französischen Übersetzung. Dann das Buch 170 Schweizer auf Lützeburgisch mit einer französischen Übersetzung von den Schlüsselwörtern. Und Verbentabellen auf Lützeburgisch, aber mit einer englischen Übersetzung, die ich mit Hilfe von der Aktion Lützeburg ausgeschafft habe. Ich so nicht vielmals merci. Ich probiere all overs 9 Uhr einen neuen Clip auf meinem YouTube-Kanal zu setzen. Könnt ihr das auch gucken. youtube.com/luxtico. Merci, bis geschwind. Au revoir.